Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und haben wir wieder meinen ganzen Stolz. Oder ein Teil davon halt. Mein erster eigener Blaster. Also mein hübschester Blaster ist noch nicht. Da arbeiten wir als nächstes dran. Aber jetzt haben wir hier mal 39 Pfeile vollgeladen. Das ist jetzt schon mal Leistung. Und ich habe schon ein paar Mal geschossen. Und da sind mir ein paar Mal Schwungrädler entgegengeflogen. Das hat ein Tröpfchen Kleber hat er geholfen. Aber das ist jetzt halt alles noch nicht das beste Setup. Also da fehlt noch ein bisschen. Ja, da fehlt noch. Ist ein bisschen Feintuning. Und wahrscheinlich sollte ich dann irgendwann mal auch einfach gescheite Modelle kaufen, nicht die billige. Und gescheite Schwungrädler dafür. Da gibt es also kleinere Schwungrädler, alles das halt entsprechend anpassen und das auch passen. Aber da haben wir bei Prototyp 4 haben wir irgendwann mal gemessen, müsste 2 Videos her sein, oder wenn ich nicht alles, also 2 von denen Videos, nicht 2 insgesamt, haben wir 26, OS Meter pro Sekunde. Das ist schon ganz anständig. Und davor hatten wir 15,2 waren das weiß ich aber, das war der Prototyp 3, also im Mittel. Und jetzt würde ich sagen, wir schießen da einfach mal beim Magazin leer. Da sind jetzt 39 Pfeile drin. Das Laden habe ich jetzt euch fürs erste erspart. Und fürs nächste, das machen wir noch mal Zeitraffer. Dann dürft ihr zuschauen, was für ein Scheiß das ist. Also, legen wir los. Eieiei. Okay, also langsam wird die Batterie auch leer. Die sollte ich vielleicht auch mal laden. Aber bis auf ein paar kleine Schluck auf. Jetzt habe ich schon da fast gedacht, ich sehe Rauch, aber das. Da löst sich der Kleber wieder. Bis auf ein paar kleine Schluck auf, also dass ich da mal ein bisschen was verkeilt oder so, ist das ganz okay gewesen. Also, das kommt als nächstes. Das ist jetzt gerade im Druck. Die Doll dahinter, die dauert eine halbe Ewigkeit. Also, weil das mit dem Magazinhebel, das habe ich gut gemeint, dass man das von zwei Seiten oder so bedienen kann. Das machen wir weg, der untere, das Ding, das kratzt. Das machen wir da oben. Das reicht. Dann kann man das dann so. Ja. Oder wenn man anders Handy. Gott auch. Wenn das gerade jetzt schwer ist, das Magazin zu laden, wenn kein Pfeil drin ist. Das ist einfach. Sobald er noch drin ist, geht das ganz leicht. Da fehlt natürlich oben noch ein bisschen Abdeckung, wenn die ein bisschen überlappt. Dann ruft das auch nicht raus. Ja. Und was noch? Was man auch noch macht. Nächster Schritt. Das packen wir mal zur Seite. Da kommt da noch Schalterle rein. Und ich glaube, das machen wir fürs Erste einfach. Das kann sein, dass ich das vorher mal macht, da ohne Kamera, dass ich da vor ein paar Löcher reinbohre, das aufschneide. Weil das Ausdrucken, das dauert auch eine halbe Ewigkeit. Und bloß um so Fenster reinzumachen, das habe ich da umbogen. Das durft gerade so lange, dass das da reinpasst. Das kann sein, dass ich ein bisschen schräger machen muss. Oder es ist so ein Ding, wo man denkt, okay, das könnte mir auch einfach glauben, dass ich das richtig mache. Es hätte ja dann nachher die Funktion, wenn man da drauf drückt und das dann ein- und ausgeht. Da könnte man gerade, das ist sowieso ein bisschen komisches Bedienkonzept. Das ist da mit dem Mittelfinger. Und da könnte man das, wenn man das da noch macht, schön draufkommen. Weil da kommt nämlich als nächstes, das habe ich nämlich schon ausgedruckt. Die Batterieklappe. Das war die natürlich hier. Können wir die in der Schraube reinmachen, aber ja, ich muss die da sowieso neu entwerfen, weil die Batterieklappe habe ich noch wieder ausgedruckt. Das ist das Magazinhebel. Das habe ich jetzt halt in schwarz ausgedruckt, weil schwarz drauf war. Ich das sowieso eingespannt hatte, ein 3D-Druckerle.
Und dann kann man das dann da. Das ist jetzt alles ein bisschen weiter runter, das heißt, das geht jetzt auch nicht mehr, dass man da das einfach schön zumachen kann. Auch. Das seht ihr, das ist dann auch, ich hoffe, dass das alles auch so klappt, wie man das alles vorstellt im Modell und alles. Ja, und ich sag's euch, die Pfeile, da habe ich nicht aufgepasst. Das ist, schauen wir uns gerade bei dem an, der Rest ist nämlich da vorne im Netz drin. Da kann man das auf zwei unterschiedliche Art und Weise machen. Und ich glaube, die offizielle halblange Pfeile sind so, dass man da jetzt durchschneiden müsst. Meine sind ja ein bisschen kürzer als. Das ist dann die andere Richtung. Habe ich das so nach Hause stecken lassen. Ja, ich glaube, den habe ich euch auch schon mal irgendwo verlinkt. Das, wenn ich dran denke, verlinke ich euch nochmal. Das habe ich auf Thingiverse gefunden. Halfdart-Cutter oder sowas. Da findet ihr alles Mögliche. Sowas ist jetzt aber auch mögliche Seite erstellt. Aber wenn es schon jemand gemacht hat, muss man es nicht selber machen. Und es ist definitiv besser, wie wenn man das selber, wenn man das versucht mit dem Schneidebrettle, weil das wird nicht gerade. So. Und ich jetzt sage, wir machen das im Schnelldurchlauf mal. Oder probieren wir noch. Oder hat man auch noch in die Kommentare mal geschrieben. Ich nehme meine Videos immer ein bisschen Zeit lang vorauf, deswegen kann es manchmal sein, dass ich manche Kommentare in Videos ein bisschen spät reagiere. Die Pfeile so rum rein. Das ist, glaub. Ja, das könnte sein, dass das sogar. Ich würde sagen, das probieren wir schnell. Und dann müsste man halt wieder aufs alte Konzept gehen, wo das da durchhängt und dann so nach unten schiebt. Aber das war auch der Kommentar, da hatte ich noch die alte Feder drin. Oder ja, die schwache Federle. Die Federle haben einfach nichts taugt. Ihr seht ja, wenn man das auch mal ringsrum, da hat das allein schon durch das, hat das eine riesige Reibung und alles. Also das, da habe ich ja jetzt so Spiralfeder drin. Das taugt einfach mehr. Das war vorher so V-Federle mit alles oder 4, 5 so Kreisel, aber hauchdünnes Drähtle. Das hat halt für 3, 4 Pfeile hat es irgendwie funktioniert. Und ja, dann habe ich die Feder, die spiralförmige, das ist so richtig schönes Stückle, stabiles Stückle Blech. Die taugt halt auch einfach. Also, das ist jetzt mit der Feder. Wobei, das könnte dann, habe ich mir schon überlegt, das könnte dann, also, ich meine, für den Plaster jetzt nicht. Also für Schwungrädlers Plaster ist es allgemein, glaube ich, auch geschickt. Weil da könnte man so Pullpapp oder ja, wenn man da. Auch wobei mit dem Magazin ja, auf ein Federplaster dazu gegangen ist, glaube ihr seht ja, wie stark die Pfeile zusammenquetscht. Ich glaube, da wird man nicht glücklich mit. Gut, was man machen könnte, das Ganze nochmal kompakter machen. So, wenn es dann da runterfällt. Das wäre dann schon. Da müsste man die ganze Drückereinheit nochmal irgendwie. Das wäre halt schon. Das ist schon was, oder? Also das. Da könnte man schon was draus machen, wenn man das so rum annehmen. Also, dann braucht man den ganzen. Das muss dann schon hier sein, dass die ganze Mechanik da ist. Oder dann da seitlich vielleicht. Das kann man ja dann machen. Aber jetzt machen wir erstmal den da noch fertig. Ich jetzt sage, ich probiere das jetzt kurz, weil das interessiert mich jetzt schon. Das will ich jetzt auch auf Video haben. Dass da. Bin ja auch ein neugieriger Mensch, also wenn man da irgendjemand das probiert man einfach und dann weiß ich, ob es besser ist, bevor ich da ewig diskutiere. Das ist ein bisschen ein Nachteil, wenn man Videos auf Vorrat aufnimmt. Oder einfach im Vorfeld.
und ein bisschen voran ist, aber sonst, aber keine Geduld will ja Zeugs probieren. Also dann probiere ich das und dann schauen wir uns das an. Bis gleich. So, 1 Minute 40 braucht. Was haben wir drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und normalerweise wird es nach 20 ein bisschen schwächer, wobei der Duft halt, das ist halt, seit normalerweise wird das Schaumstoffende wird zusammengequetscht und dadurch gange sogar nicht mehr rein wie in meinem Modell. Ich glaube, mein Modell habe ich bloß 30 oder weniger sogar noch. Aber im Modell haben die sich auch nicht zusammengequetscht. Das waren halt einfach solide Röhrler, solide Zylinder. Die habe ich halt nebeneinander nachgesetzt, dass ich mal grob überlegen kann, wie viel ganz reinpasst. Und gut, das ist jetzt halt auch, ich meine, das ist gerade so, dass auf mein Druckbett passt. Das passt. Sonst hätte ich das nicht drucken. Das wäre, oder. Und in 2 Tagen das mache ich garantiert nicht. Das wird der Scheiß. Also, das ist jetzt. Normalerweise wird das nach 20 erst kompliziert. Das zeige ich gleich. Und da habe ich dann professionelles Hilfsmittel. Ich mache noch mal. Das sind Zeitraffer, das Laden, dass ihr das auch mal seht. Das Schießen, das macht schon Spaß. Und wenn das dann alles zweimal ein bisschen nicht so klappt, ich weiß nicht, ja, das trägt zum Charakter von dem Bleistift eher bei, wie das. Sind wir ehrlich, wenn man was haben will, was wirklich, ja, also, was einfach nur sauber schießt, dann sind Schwungräder sowieso nicht das Beste. Und die Magazinkonfiguration, also, wenn man was wirklich Wettkampftaugliches haben will, ist das, glaube ich, so ziemlich das Schlechteste, was man sich holen kann. Aber darum ging es mir nie, als ich den Blast entworfen habe. Das war von vornherein einfach, wo ich wollte einfach mal gucken, ob das prinzipiell überhaupt Gott, dass man die Pfeile in so einer Anordnung lagern kann. Und was man jetzt machen könnte, dasselbe Magazin nehmen, das ein bisschen bräuner und so rum. Dann könnte man das dann, ja so nicht, so nach unten reinhängen oder so. Wo könnte man das Prinzip schon fast übernehmen und dann hätten wir Thompson. Alles nach dem anderen. Jetzt machen wir den, weil der gescheit schießt. Das habe ich jetzt, ich habe es halt auch ohne Kamera, deswegen ist mir das auch aufgefallen, dass mir die Schwungräder ein paar Mal gegengeflogen sind. Ohne Kamera auch ein paar Mal testet. Deswegen dauert das Video jetzt ein bisschen. Will ja damit auch erstmal rumspielen, dass ich, oder teste nennt man das offiziell in der Ingenieurswelt. Ein privater Spieler. Aber guckt halt, was so hingeht und. Wobei, das wäre schon witzig, oder wenn die Schwungrädle mir mit laufender Kamera ins Gesicht geflogen wäre. Die Reaktion wäre, glaube ich, schon witzig gewesen. Wobei, ihr seht ja mein Gesicht nicht. Ja. Ich würde sagen, ich lade das jetzt mal schnell durchlauf und sage euch, wie lange es dauert hat. Bis gleich. So, 5 Minuten 35 später ist fertig. Für euch ist nicht so viel Zeit vergangen. Aber da braucht man dieses hochprofessionelle Werkzeug da. Ne? Ja, irgendein Holzstäbli halt. Hab da so ein Stäbli gefunden. Das da schön reinpasst, wo man das Schieberle. Weil irgendwann mal kann man. Da ist auch der Anschlag, also da ist Ende. Irgendwann kann man auf die Pfeile dann nicht mehr so viel Kraft ausüben. Da haben wir jetzt
glaube 39 Stück. Also anfangs haben wir 39 Stück drin gehabt. Das waren halt alle, die ich da hatte. Ohne wäre vielleicht noch eingegangen. Jetzt ist voll. Und ich würde sagen, den Spaß gönnen wir uns noch, oder? Den Spaß gönnen wir uns noch. Jetzt machen wir jetzt wieder leer. So, da. Ei. Ja, so nicht. Deswegen will ich das. Das war jetzt. Ja. Das ist das Problem, das nur ein bisschen überlädt. So, da. Kann es sein, dass sich das da irgendwo verklemmt. Das Design ist nicht ideal, aber es macht Spaß. Vielleicht muss ich da mal nach Pfeile gucken, die ein bisschen stabiler sind. So, jetzt ist der Akku dann auch langsam wirklich, jetzt sind sie wirklich leer. Das ist schon. Ah ja, gut, vielleicht sollte man auch eine 39 Pfeile reinladen. Vielleicht wäre da 30 genug und der jetzt auch sauber funktionieren. Aber man will ja mal zumindest testhalber ausreizen, was denn so Gott. Gucke, wo denn die Grenzen sind. Das ist ja. So. Ja, das nächste Mal machen wir noch das Batteriefach. Ich glaube, das Schalterle, das mache ich mal. Das mache ich mal ohne Kamera. Das ein bisschen Drecksarbeit. Trotzdem. Aber einfach wieder ein paar Löcher bohren und das aussägen. Wie das nochmal neu ausdrucken. Und das dann halt auch noch aufschneiden, verlöten. Gut ist. Habe ich erzeugt. Und dann kann ich die Batterie dahinter einfach zumachen. Deckel drauf. Das ist dann schon, wenn man das ausmachen will, ist halt hochgeschickt, wenn das dahinter drin ist. Ja, und das soll ich mal gescheit machen. Stromschlauch drüber. Aber das sind so Details. Da kümmere ich mich drum. Das kriegen wir hin. Und dann fange ich an, mal diese erste Designs zu entwerfen. Weil jetzt, momentan haben wir also ziemlich nackerte Blaster. Damit können wir jetzt eigentlich von klassischer American 180, glaube ich, das, bis irgendwas völlig abgefahrenes, können wir da alles Mögliche mitmachen. Also gut, das Magazin müsste dann wahrscheinlich weiter vorne, aber das ist das kleinste Problem. Gut, das ist dann ein Problem an Druckmaterial und allem. Deswegen habe ich das so kompakt wie möglich jetzt entworfen, dass ich, ja, mal möglichst wenig Material und das Ganze noch ausdehnen. Und das ist dann nur ein Problem von der Geduld. Und für einen Prototyp will ich nicht Zeit und Material verschwenden, wenn ich noch gar nicht weiß, ob es Gott. Jetzt weiß das ganz Gott prinzipiell. Da einfach sage, okay, ich verlängere das alles, mache den Pusher länger, mache das alles länger und ziehe das alles nach vorne. Das ist dann kein Problem mehr. Also, das sind dann. Und eine Thompson machen wir noch. Aber da müssen wir da den Teil gravierend ändern. Also da muss ja die Magazinaufnahme hier rein. Das wäre schon auch witzig. Ja, Idee gibt's genug. Also wenn man da mal so eine Plattform hat, was mich an dem Schieberl jetzt ärgert. Jetzt habe ich den für die Swordfish habe ich den so komplett entworfen. Das habe ich alles gemacht. Das hätte ich jetzt da auch noch verwenden können. Aber ja, na wisst ihr wenigstens, das habe ich komplett. Also ja, das muss man auch mal schöner machen. Und da auch mal zumachen vielleicht. Das ist jetzt. Gut, das Gott jetzt prinzipbedingt halt noch nicht. Oder kann sein, dass ich da auch noch was ändern muss und dass ich das noch ein bisschen umrangieren muss und alles. Aber ich glaube, das Teil habe ich jetzt seit dem zweiten Prototyp oder so nicht mehr geändert. Nur noch der Schieber innen drin
Oder das ist sogar vom ersten Prototyp. Ich weiß es gar nicht. Das da vorne habe ich ein paar Mal geändert. Das war ja ursprünglich noch ein bisschen länger. Oder ursprünglich war da so der Dreischwungrädelskäfig drin und dann habe ich dann die doppelte Schwungrädler gehabt und dann habe ich das nochmal kompakter gemacht. Und das alles so nacheinander. Da die Schraube und alles. Und dann hier Batteriekasten ergänzt hast, das auch funktioniert, das auch, gut, den habe ich seit Anfang halt seitlich neben angelegt, weil dafür Raum zu finden, das ist jetzt dann, habe mit dem angefangen, was kritisch war, das war das Magazin. Und ich sehe aber, okay, das könnte meiste Probleme bereiten und das hat's auch. Und dann die Schwungräder und alles. Habe ich nicht erwartet, dass das mit der einfachen Motor lasse, so Gott. Mein, die haben jetzt wahrscheinlich keine besondere Lebenserwartung, aber ein Prototyp brauche ich's. Ja, ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man da seine Idee hat und dann anfängt daran zu arbeiten und plötzlich wird das Realität und man kann das anfassen und das mag ich, also ein 3D-Druck. Man hat eine Idee, man entwirft das und dann hat man das ein paar Stunden später, je nach Größe halt ein paar Tage später, hat man das in der Hand und kann das probieren. Das ist ja eine geile Sache. Also das bietet schon Möglichkeiten. Also das ist ja, wenn ich das ohne 3D-Drucker halt machen wolle, ja, ich glaube Holzarbeit wäre dann, das, das wäre dann, also das hat Prototype-Entwicklung schon einiges vorangebracht. Ja, die Schraube ist absichtlich so halb drin, da habe ich, das seht ihr dann beim Batteriefach, das ändere ich auch. Dann machen wir, das machen wir noch nächstes Mal. Jetzt machen wir für heute Feierabend. Weil sonst wird das wieder zu lang. Dann schlaft ihr mir beim Gucken Ei. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln und bleibt dran, euer Blaster-Ingenieur.